Eine Waschstrasse für die Liebe. Ein Geschichtli von der Tanja Alexa Holzer. Produziert Wortfeger Media. Das Geschichtli ist aus der Mitmachserie «Gib mir 5». An irgendeinem Morgen ist Tina in ihrem kuschelig warmen Bett aufgewacht und hatte eine ganz wichtige Frage gehabt. Was ist Liebe? Sie hat nur ein bisschen Ahnung von ihr, denn sie hat sie manchmal gespürt, wenn sie zum Beispiel ihre kleinen schlafenden Brüder beobachtet hat. Dann hat sie so viel Wärme und Zuneigung gespürt. Ja, sie hat ihre kleinen Brüder echt lieb. Weniger lieb hat sie ihn gehabt, wenn er geschrauen hat, bis seine Backen vor Anstrengung rot glüht haben. Dann hat sie eher Abneigung gespürt und den Drang, sich die Ohren zuzupfropfen. Tina ist also zum Bett ausgestiegen und zur Mutter marschiert, wo bereits geschäftig in der Küche gearbeitet und gerade einen Kuchen in den Ofen geschoben hat. Ist das echt Liebe? Etwas Feins für die Familie zu backen? Kann man Liebe schmecken, wie der Duft von einem herrlichen Kuchen? Oder kann man sie vielleicht sogar anlangen wie ein edles Möbelstück? Steigt die Liebe vielleicht sogar als rosa Wolke aus dem Himmel ab? Tina ist ruhig am Küchentisch gesessen und hat nachgedacht. Ihre Mutter hat ihr eine kleine Schüssel vor die Nase geschoben. Drin sind Cornflakes in Milch geschwommen, gesüßt mit einer guten Prise Schokipulver. So fein. Tina hat ihren Löffel hineingetaucht und genüsslich die ersten Flakes gekaut. Die Liebe muss etwas ganz Grosses sein, hat Tina weiter sinniert. Denn sie beschränkt sich nicht nur auf Menschen, sondern dehnt sich aus aufs Essen und auf Gegenstände. Tina liebt ihre Flakes und ihr kuschelige Bett auch. Sie liebt ihren kleinen Brüder, wenn er schläft oder friedlich mit den bunten Bauklötzen spielt und dabei vor Freude juchzt. Was aber ist mit der Abneigung? Ist die am Ende etwas Dreckiges, wo an der Liebe klebt? Dann müsste Tina ja jedes Mal durch die Waschstrasse laufen, wenn sie Abneigung gespürt hat. Die können sicher das ungute Gefühl abwaschen, wie sie auch den Dreck vom Auto einfach wegputzt. Oder? Tina hat genau gesehen, wie das geht. Wenn sie auf der anderen Seite der Waschstrasse rauskommt, würde sie bestimmt sauber sein und rein, voller Liebe. Ganz sicher. Wie sonst sollte man sich vor Abneigung befreien können? Der Tina ist keine andere Lösung eingefallen und hat sich ihres Unwissen eingestehen. Sie hat aber vermutet, dass sie gar nicht wirklich die Einzige ist, die das nicht weiss. «Mami, was ist Liebe?» hat Tina jetzt doch ihre schwierige Frage rausgelassen. Die Mami hat kurz innegehalten in ihrer Arbeit und ihre Tochter warm angeschaut. Ihre Augen haben vor ganz viel Liebe gestrahlt. Dann hat sie gesagt: «Liebs, ein paar Sachen tut man nicht hinterfragen. Stattdessen ist man einfach dankbar, dass es sie gibt und tut sie geniessen. So ist das auch mit der Liebe.» Das ist es. Tina hat gewusst, dass ihre Mutter wieder einisch recht hat. Drum ist auch sie das Kind und ihre Mami ist bereits gross und erwachsen. Tina hat es geliebt, ein Kind zu sein und über solche Sachen nachzudenken. Genauso liebt sie es, von ihrer Mutter so weise Antworten dürfen zu hören. Und doch hat Tina an dem Morgen beschlossen: bei nächster Gelegenheit
die Waschstrasse mit ihren riesigen Putzbesen etwas genauer zu inspizieren. Wenn sie nur den kleinsten Fetzen von Abneigung an den Putzborsten findet, dann wäre wenigstens eins von den ganz grossen Geheimnissen gelüftet. Das Geschichtli habe ich geschrieben nach den 5 vorgegebenen Worten vom Bob, wo geheissen haben: Himmel, Liebe, Gross, Wäschstrasse, Möbel. Tschüss und bis gleich.